Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Kapitel 1. Wir schreiben das Jahr 1615. Ein Zeitalter, in dem Venedig eine der prunkvollsten, reichsten und schönsten Städte der Welt war. Dazumal lebten dort zwei reiche Kaufleute. Von beiden aber am meisten geachtet war der geizige, alte venezianische Kaufmann Il Signore Pantalone da Venezia. Aber dass ihr mir ja nicht von dem verschüttet, gell? Ja, sehr wohl, Signore! Zusammen mit seinem überklugen und sehr gesprächigen Freund Dottore il Magnifico da Bologna sorgten die beiden in Venedig für viel Aufregung und Freude. Pantalone! Pantalone, mein Freund! Das musst du dir ansehen! Der Geschwindigkeitsregler und die Dynamik der großen... Dottore, Achtung! Also wirklich, Dottore. Der andere Kaufmann, Signore Diego il Subdolo, der Hinterhältige, war dafür bekannt, den Leuten unehrlich das Geld nur so aus der Tasche zu ziehen. Und obwohl es immer wieder Leute gab, die sich zu wehren wussten, gelang es nie jemandem, Signore Diego die Schuld nachzuweisen. Eines jedoch vermochte Signore Diego nicht, Signore Pantalone in ein schlechtes Licht zu rücken. Denn immer wieder kam in dessen schlaue Dienerschaft Arlecchino, Io sono Arlecchino! Brighella, Das bin ja ich. die schöne Colombina, Ciao. in die Quere. Eines Abends jedoch ging es Pantalone gar nicht gut. Und weil ich deshalb keine Lust mehr habe, in der Vergangenheitsform zu sprechen, spreche ich ab jetzt in der Jetztform. Pantalone, Sie starren schon den ganzen Abend aus dem Fenster. Was haben Sie denn? Sind Sie traurig? Colombina! Pantalone! Um Himmels Willen! Pantalone, was haben Sie? Bitte kommen Sie zu sich! Arlecchino! Brighella! Hilfe, schnell! Colombina! Was ist los? Was ist denn los? Oh, der Pantalone! Er ist zusammengebrochen! Schnell! Holt den Dottore! Arlecchino zögerte keine Sekunde. Er sprang direkt aus dem Fenster in den Kanale und schwamm direkt zu Dottores Haus rüber. Brighella, sein Bruder, wollte ihn noch nachrufen. Nein! Was soll's? Er merkte das schon, dass der Dottore schon da ist. Diese Nacht war eine sehr düstere und traurige Nacht für Venedig. Pantalone war von einer sehr seltenen und gefährlichen Krankheit befallen worden. Selbst Dottore, der immer einen Rat wusste und immer etwas zu sagen hatte, schwieg. Pantalone lag bewusstlos, schwer atmend in seinem kleinen Himmelbett. Dottore maß mit der Hand seine Temperatur. Colombina und Brighella standen besorgt auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes. Dottore, was hat er? Ist es schlimm? Dottore! Es tut mir leid. Ich kann nichts für ihn tun. Was? Was soll das heißen? Sie können nichts für ihn machen. Sie sind doch der grosse Dottore. Aber Kinderchen, ihr müsst doch verstehen. Während die anderen weiterhin auf Dottore einredeten, saß Arlecchino ruhig hinten in einer Ecke des Raumes. Er stand auf und näherte sich leise mit tränenden Augen Dottore. Wird er... Ich meine... Arlecchino versuchte sich das Schluchzen zu verkneifen.
Dottore starrte Arlecchino mit Entsetzen an. Ich? Nein, nicht sie! Der Pantalone wird sterben. Ja, ich habe dich ja schon verstanden. Himmel, ich weiß es nicht. Aber wenn wir nicht bald ein Heilmittel finden, ja dann. Sie wissen also nicht, was es ist. Deswegen können sie auch nicht sagen, ob er es schafft, oder? Sie haben doch so viele Bücher. Vielleicht steht in denen ja eine Lösung drin. Dottore und die anderen waren sehr überrascht. Arlecchino war im ganzen Leben noch nie so ruhig und ernst gewesen. Dottore zögerte kurz, sprach dann aber doch. Ich kenne alle meine Bücher auswendig. In keinem steht etwas, was uns in diesem besagten Fall weiterhelfen könnte. Sie sagen, in Ihren Büchern. Aber was ich mit der grossen Biblioteca Nazionale Marchiana? Die Stadtbibliothek von Venedig? Weißt du, wie viele Bücher dort drin sind? Außerdem können wir gar nicht einmal lesen. Und so viele Bücher kann der Dottore niemals allein durchlesen. Dottore bemerkt, wie Arlecchino sich ganz ruhig zu Pantalone ans Bett setzt und dessen Hand nimmt. Dann blickt Arlecchino ganz ruhig zu Dottore. Für einen kurzen Augenblick sehen sich Dottore und Arlecchino in die Augen. Dottore wechselt dann seinen Blick zu seinem geizigen, alten, kranken Freund. Und plötzlich erwacht in ihm das Feuer der Hoffnung in seinem Herzen. Wer wagt, der gewinnt. Ich, Dottore il Magnifico da Bologna, werde ein Gegenmittel für Pantalone finden. Auf zur Biblioteca Nazionale Marchiana! Was? Dottore, sind Sie sich sicher? So sicher, wie das Meer Salz hat, meine Liebe. Aber alleine wird das keine leichte Aufgabe sein, und uns läuft die Zeit davon. Ich meine, er ist immerhin so um die 1000 Jahre alt oder sowas. Ich würde Ihnen ja helfen, aber... Ich und Brighella bleiben da. Wie bitte? Der Pantalone braucht mich jetzt da. Ich kann nicht kochen, also brauche ich den Brighella. Und Colombina ist die Einzige, die konzentriert kann arbeiten und den Dottore nicht stört. Arlecchino, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du so ernst kannst sein. Das ist ja schon fast ein bisschen unheimlich. Ja, wirklich. Sehr bemerkenswert. Arlecchino! Heilige Madonna, Jesus Christus! Arlecchino! Und genau dann, wenn ich dich mal ernst nehmen wollte. Oh ja, sorry! Du hast auch so viel Knobli müssen aufs Knoblibrot tun. Ende von Kapitel 1. Geschichte vom Rotschürzli. Geschrieben von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the race. Please subscribe. Ciao, da ist die Reisi. Ja, einige von euch haben mich ja gebeten, ich soll mal ein Hörbuch aus meinen Geschichten machen. Und tada! I make my first Hörbuch. Super, und zwar ist es ein Comedia-Hörbuch. Es ist das Geschichtli vom Rotschürzli, meine eigene Geschichte.
und es werden weitere Kapitel folgen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr reinhören würdet. Das wird eines meiner grössten YouTube-Projekte, die ich jetzt mache. Mehr, wenn ihr mich noch sehen wollt, ich bin im Opernhaus in Zürich, am Zaubern Foss am Spielen. Könnt ihr mal auch gerne reinschauen. Oder sonst noch bei weiteren Produktionen beim Stadtkrimi. See you later!